Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Lange ist her, Leute. 16. Bundesligaspieltag in Leipzig. Ergebnis 1:1, was ich denke, was völlig in Ordnung geht. Gerechtes Ergebnis. Wie das Ergebnis zustande kam, war natürlich katastrophal für uns. Ansonsten erstmal so zum allgemeinen Spielgeschehen. Ja, ich denke, man hat gesehen, dass beide Mannschaften noch nicht bei 100% sind, vielleicht so bei 70%. Ich das gerade bei uns jetzt mal beurteile, so die offensive Abstimmung war halt gar nicht da. Was da auch aber in erster Linie daran geschuldet war, dass unser zentrale Mittelfeld einfach gar nicht vorhanden war. Ja. Also ein Kimmich, was das Aufbauspiel anging, war in der ersten Halbzeit absolut unterirdisch, war absolut kein Faktor, weil Leipzig Kimmich wieder zugestellt hat, wie sie es immer machen. Was ein Goretzka gespielt hat, fragt mich nicht. Anscheinend war es ja so gewollt vom Nagelsmann. Also wir haben definitiv nur mit einem Sechser gespielt heute. Goretzka war überall und nirgendwo. Ja, das trifft es ganz gut. War komplett nicht im Spiel, meines Erachtens nach. Ja, hat vorne hat er die eine Aktion gehabt beim Tor, was nicht gegeben wurde, was zu Recht nicht gegeben wurde. Und einmal hat er hinten eine Aktion gehabt, das war alles, was von Goretzka zu sehen war. Ich weiß nicht, warum wir heute nicht mit einer Doppel-6 gespielt haben. Und ja, vielleicht mal den Aufbau über die Zentrale versucht hätten, was nicht da war. Der Aufbau ging immer über die Innenverteidiger. Weil ein Kimmich zugestellt war und Goretzka irgendwo im Nirvana war, war irgendwie teilweise auf Höhe vom Musala, irgendwie so eine Doppel-8, Doppel-10, keine Ahnung, da war er mal ganz außen und I don't know why, wird sich der Nagelsmann irgendwas gedacht haben, ging auf jeden Fall nicht auf. Zweite Halbzeit, denke ich, ich zumindest habe nicht das Gefühl gehabt, dass wir noch irgendwie in der Lage wären, ein Tor zu schießen. Da war Leipzig ganz klar die bessere Mannschaft. Was heißt die bessere Mannschaft? Aber die Mannschaft, wo man die Szenen hatte, wo man gedacht hätte, ja, da könnte vielleicht noch ein Tor passieren. Generell hat man relativ wenig Emotionen gehabt in dem Spiel. Also das war jetzt kein Spiel, wo es hin und her ging oder sowas. Das war dann irgendwo 5 Minuten nach dem 1:1. So hat man so das Gefühl gehabt, beide sind zufrieden mit dem 1:1. Ja, klar, zum Schluss haben nochmal beide alles versucht. Wir haben wieder viel zu spät gewechselt in meinen Augen. Also wenn ich einen Müller für 8 Minuten bringe, einen Tell für 5 Minuten, I don't know. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass die Leute, die vorher ab der 60. auf dem Platz waren, irgendwie so bärenstark waren, dass sie hätten bleiben müssen. So ein Choupo war platt nach 60 Minuten. So ein Gnabry hast du in der zweiten Halbzeit gar nicht gesehen. Ja, und ein Sané auf die 10 zu stellen, anstatt dem Musala, habe ich auch nicht gefühlt, wie man es gesehen hat. Konnten Sané sich gar nicht durchsetzen mittig. Hat 1, 2 Sachen versucht, aber ist immer hängen geblieben. Also ich glaube, da hätten Musala wahrscheinlich auch mal die eine oder andere Aktion gehabt. War jetzt auch nicht so bärenstark, lag aber einfach daran, dass er einfach keine Bälle bekommen hat und keinerlei Unterstützung. Ja, wie gesagt, wir haben kein zentrales Mittelfeld gehabt. Es war einfach nicht vorhanden. I don't know, ich kann mir nur erklären, dass das eine taktische Vorgabe war, weil sonst glaube ich nicht, dass ein Goretzka so lange gespielt hätte neben Kimmich, wenn er die Position so interpretiert hätte. Haben wir uns unsere eigenen Stärken beraubt, wie ich finde. Weiß ich nicht, ob man da jetzt zu viel auf Leipzig geguckt hat oder was. Ich meine, erste Halbzeit haben wir das Spiel auf jeden Fall im Griff gehabt. Da war von Leipzig gar nichts zu sehen. Aber von uns halt auch nicht, ne? Muss man halt ganz klar so sagen. Also da war ja auch jetzt nicht irgendwie, dass da Torschuss auf Torschuss kam. Bin auf die Statistiken gleich gespannt. Torschüsse gab es nicht viele, ja. Auf beiden Seiten nicht. Und von daher denke ich, ja, typisches Eröffnungsspiel, das erwartete Ergebnis, auch wenn ich natürlich einen Sieg für uns getippt habe. Aber ich denke, so jeder Neutrale wird dann unentschieden getippt haben. Ja, und von daher würde ich sagen, schmeißen wir mal einen Blick in die Statistiken rein, ne? Mal gucken, ob das alles noch hier so klappt. Zack. Ja, 1:1. Choupo hat das Tor gemacht. Ja, war ein typisches Mittelstürmer-Tor.
Ja, das Gegentor vom Halzenberg, ich denke, da müssen wir uns nichts vormachen. Habe ich schon bestimmt 10-mal kritisiert am Kimmich. Sein Fallengelasse da im Zweikampf, wäre da stabil geblieben, wäre da gar nichts passiert. Nein, er wurde ein bisschen, er streckt halt den Arm so in den Gegner rein, der Gegner drückt den Arm ein bisschen weg, da schmeißt er sich hin im 16er, also, und hofft darauf, dass der Schiri pfeift. Als Kapitän, ja, und als der Führungsspieler aktuell, weil alle anderen nicht wirklich spielen, war ein Kimmich heute ein Totalausfall und absolut kein Vorbild. Ja, das war nicht die einzige Aktion, ansonsten war er super zweikampfschwach. Leider werden wir hier keine Zweikampfquote haben, aber alle wichtigen Zweikämpfe, auch gerade zweite Halbzeit, hat er so viele Zweikämpfe verloren, die komplett unnötig waren. Kann ich aber auch verstehen, weil in der ersten Halbzeit ist ein Kimmich gar nicht ins Spiel gekommen, weil er keine Ballkontakte hatte. Ja. Wie gesagt, er wurde von Leipzig immer zugestellt, hat sich nicht einmal zwischen die Innenverteidiger fallen lassen. In der zweiten Halbzeit hat das dann 2-3 Mal gemacht. Erste Halbzeit halt gar nicht. Auch ein Goretzka hat sich ganz, ganz selten mal fallen lassen. Wie gesagt, der stand irgendwo im Nirvana rum. I don't know, ich verstehe es nicht. Aber wie gesagt, es kann nur eine taktische Anweisung gewesen sein, sonst ja, hätte man da ja eingegriffen als Trainer. Ja gut, Statistiken, Ballbesitz 41,59, Abseitsstellung 3,2, Fouls 17,12, Zweikämpfe 46,53, Schüsse aufs Tor 3,2, ja, ist was ich gesagt habe. Schüsse insgesamt 10,7, Ecken 3,2, angekommene Pässe 323, 521, Flanken 3,7. Ich weiß nicht, was da als Flanke gezählt wird, wenn da von Coman und vom Fonsi, der auch 2 so eine Granaten hatte, die ins Nirvana gingen, das als Flanken gezählt wurde, dann haben wir vielleicht 7 Flanken gehabt, sonst definitiv nicht. Schüsse insgesamt, ja. Schuppo einen, De Ligt ein, das sind unsere Torschüsse aufs Tor. Nice. Torschussvorlagen, ja, da wir nur ein Tor geschossen haben, Gnabry gewonnene Zweikämpfe, Sané 9, Kimmich 8, Davis 7. Ist krass, dass ein Kimmich noch 8 Zweikämpfe gewonnen hat. Gefühlt hat er auf jeden Fall das mindestens auch 8 Stück verloren, wenn nicht mehr. Und gerade die wichtigen hat er, ja, leider Gottes, warum auch immer, auf der Position. Ja, man hat einen Marc Rocker dafür immer kritisiert, den weggejagt, spielt in England groß auf. Das war heute eine Rockerleistung vom Zweikampfverhalten. Also jeden defensiv wichtigen Zweikampf hat ein Kimmich nicht gewonnen. Ja. Immer wenn Ball erobert wurde, ist er hinterhergelaufen, kam nicht in den Zweikampf rein. Hat zwischendurch mal versucht zu faulen, hat sich 3-4 Mal wirklich fallen lassen, sobald irgendwie ein bisschen in dem Mann war. Und ja, das kannst du als einziger Sechser, als Führungsspieler, als Kapitän auf dem Platz, ist das ein Trauerspiel. Aber da kommen wir gleich zu, wenn wir mal auf die Spieler eingehen. Davis 7, Ballkontakte 126, Upa 101, De Ligt 93, Kimmich, gefoult worden, Goretzka, Blaswitz, interessiert uns nicht wirklich. Ja, wie schon sagte, erwartete Ergebnis. Gehen wir die Spieler mal durch. Zum Thema Neuer, Sommer, Müller und so weiter mache ich ein kleines Extra-Video hier nach. Da gehe ich jetzt hier in dem Video nicht drauf ein. Hier geht es wirklich um das Spiel gegen Leipzig. Ich denke, im Sommer hat eine tadellose Leistung gezeigt, hat das gezeigt, was er kann. Würde ich eine gute 3 geben. Upa hätte ich sogar eine 2 gegeben. Aber bei der einen Geschichte, wo er sich ein bisschen verschätzt hat, wo er Glück hatte, dass die Licht mit nach hinten gespurtet ist, wie ein Stier. Jetzt wäre der Opa runtergegangen. Schmälert natürlich seine Leistung ein bisschen, von daher sehe ich ihn bei einer 3. Pavard war, ja, ganz schwierig einzuschätzen. Nach vorne Totalausfall. Ja, nach vorne Totalausfall, wenn man das mit Mats Rui vergleicht. Selbst mit dem Stanisic, also das war nach vorne gar nichts heute. Wirklich 0. Also, ja, zweite Halbzeit, die letzten 5 Minuten war er 2-3 Mal vorne, hat da 1-2 Flanken versucht, aber gerade die Zeit dazwischen war das nichts. Defensiv, ja, ich würde ein paar bei einer schlechten 3 sehen. Wie gesagt, erstes Spiel und so weiter, müssen wir mal ein bisschen gnädig sein. Die Licht würde ich bei einer 2 sehen, war fehlerlos heute meines Erachtens nach, hat ein gutes Spiel gemacht. Fonsi würde ich zwischen 2 und 3 sehen. Kann man jetzt eine schlechte 2 sagen oder eine gute 3. War gerade erste Halbzeit sehr aktiv.
Ja, aber die Seite war auch meistens zu. Meistens war einer gegen 3 Leipziger auf der Seite. Also ja, zwei, drei Mal, wenn wir ein bisschen Platz hatten, ist er hinterlaufen, hat auch den Ball gekriegt, hat ein bisschen was versucht. Also Fonsi war schon mit einer der auffälligeren, würde ich sagen. Wir geben wir ihm mal eine 2. Sané hat mir die erste Viertelstunde gar nicht gefallen, war nur am Rumzetern, nur am Mosern, am Meckern. Umso länger das Spiel ging, umso stärker wurde er. Beim Gnabry genau das Gegenteil. Gnabry war die erste halbe Stunde richtig stark. Umso länger das Spiel ging, umso schlechter wurde er. Ja. Zum Ende hin hat man beim Sané ganz klar gemerkt, wo er dann auf der 10 war, die letzten 20 Minuten. Die Kraft war einfach weg. Ja, da waren viele leichte Dribblings, die dann weg waren. Ich kann mir das nur durch Konzentrationsschwäche erklären. Ja, hat einfach ein bisschen die Kraft gefehlt, denke ich. Sané würde ich bei einer, ja, würde ich zwischen 2 und 3 Uhr sehen. Könnt ihr euch aussuchen. Musiala, wie gesagt, heute nicht so auffällig, hat aber auch einen super schweren Stand gehabt gegen die beiden Sechser von Leipzig. Wurde da gut zugedeckt, hat trotzdem 1, 2 Aktionen gehabt, aber ja, unsere gesamte Offensive war nicht so auffällig, nicht so variabel. Das Pressing hat ganz, ganz selten mal wirklich gut geklappt. Hat aber super stark mit nach hinten gearbeitet, auch in Sané und Gnabry auch, ja, also da kannst du den dreien absolut keinen Vorwurf machen. Die haben immer 110% mit nach hinten gearbeitet. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vielleicht hat auch dadurch ein bisschen die Offensive heute gelitten, aber meines Erachtens nach lag es einfach an der Nicht-Unterstützung durchs zentrale Mittelfeld. Also Musiala würde ich bei einer schlechten 3 sehen. Goretzka war für mich ein Totalausfall. Abgesehen von seiner gelben Karte, wo er rumgemeckert hat. Wobei man sagen muss, ein Goretzka war vom Typ her auffälliger wie ein Kimmich. Ja, der war wenigstens mal laut, der hat wenigstens mal was gemacht. Also körpersprachenmäßig war Goretzka auf jeden Fall der Anführer. Aber einen Goretzka hast du nicht gesehen. I don't know why. Wahrscheinlich, weil er 8, 10, 17, 22 gespielt hat, aber nicht einmal auf der 6. Und auch nicht einmal mal konstant auf der 8. Ja, er war mal so 3, 4 Minuten auf der 8 und dann war er wieder irgendwo und nirgendwo. Weiß ich nicht, was diese taktische Anweisung sollte. Ich denke, eine Doppel-6 hätte uns heute sehr gut getan, dass sich mal wieder einer zwischen die Innenverteidiger fallen lässt, dass mal einer ein bisschen ins Aufbauspiel mit eingebunden ist. Wir haben heute zum Beispiel nicht einen Pass von Kimmich mal in die Spitze gesehen. Ja, kam ja gar nicht zu. Erste Halbzeit war komplett zugestellt. Dasselbe von Goretzka. Goretzka hat auch nicht einen Pass mal nach vorne gespielt. Konnte sich vorne auch gar nicht einschalten, weil wir vorne gar nicht die Aktion hatten, weil wir gar nicht erst reinkamen in die Räume. Ja, ganz, ganz selten halt. Ja, Goretzka sehe ich auch bei einer schlechten 3, ja. Wie gesagt, ich würde Ihnen persönlich jetzt gar nicht so den Vorwurf machen. Ich denke, das ist eine taktische Anweisung gewesen, die ich persönlich auch nicht wirklich verstehe. Aber ja, wie gesagt, er war körpersprachlich auf jeden Fall der einzige Leader auf dem Feld. Ja. Alles, was ein Kimmich hat vermissen lassen, hat wenigstens Goretzka mal ausgestrahlt. Das ist traurig, aber wahr. Gnabry, habe ich schon gesagt, erste halbe Stunde bärenstark. Hat auch das Tor vorbereitet, super. Auch die Chance, wo er abgefälschte Reingabe da war. Aber wurde mit zunehmendem Spiel halt einfach schwächer. Vielleicht auch Kräfteverschleiß oder sowas. Hätte man einfach mal ein bisschen eher auswechseln müssen. Ich meine, wir haben Müller draußen, wir haben Koman draußen, wir haben Tell draußen, der super heiß ist. Verstehe ich nicht, warum man die Leute da nicht einfach mal eher bringt als wie 8 Minuten, 5 Minuten. Weiß ich nicht. Wir haben so eine Qualität auf der Bank. Und ich denke, man hat gesehen, dass ein oder andere halt wirklich müde war, ja. Gnabry würde ich daher auch bei einer 3 sehen. Kimmich, ja, beim Kimmich tue ich mich schwer. Kimmich gebe ich heute eine 4, Alter. Es war halt nichts. Aber auch da muss man ganz klar sagen, dass der erste Halbzeit nicht ins Spiel kam, ist halt auch der Taktik geschuldet. Ja. Er war der einzige Sechser und wurde komplett zugestellt. Er hat immer 3 Leute um sich drum gehabt. Man konnte ihn gar nicht anspielen. Ja. Und wenn dann sich dann Goretzka mal neben ihn stellt, dann muss Leipzig schon mal 2 Leute da abdecken. Aber nein, Goretzka stand irgendwie vorne rum oder rechts außen rum oder links außen rum, wo gar kein Ball hinkam. Er hatte gar keine Ballkontakte, der Goretzka. Warum? Komplett verschenkt. Stell ihn doch in die Mitte, neben Kimmich. Dann ist doch alles gut. Schon haben wir auf jeden Fall eine Anspielstation. Weil beide Leute können ihn nicht dauerhaft zudecken. Ja?
Und wenn sie das dann machen, dann haben wir auf jeden Fall Platz über Außen, was halt auch nicht der Fall war. Außen war auch meistens zugestellt. Wie gesagt, für mich ganz klar taktischer Fehler. Da will ich dem Kimmich gar nicht den Vorwurf machen, aber einfach keine Körpersprache. Ja, er ist nach Neuer und Müller, der nicht auf dem Platz steht, ist er hier unser Kapitän mit der Binde am Arm und Ausstrahlung null, kein Aufrütteln, kein Anfeuern, kein Dagegenstemmen, einfach so mittelläufermäßig. Fühle ich nicht. Fühle ich nicht, ist für mich nicht der Führungsspieler, den wir da brauchen. Ja? Traurig aber wahr. Ich weiß nicht, ob's. Weiß ich nicht. Vielleicht hat er nicht gut geschissen oder ihm ist die WM nicht bekommen. Keine Ahnung. Ist mir auch wurscht, was bei der WM war. Interessiert mich nicht. Wir sind jetzt hier beim FC Bayern und ja. Also mit so einer Leistung gehört ein Kimmich nicht auf diese Position. Sag ich euch, wie es ist. Dann sollte man mal einen Sabitzer die Chance geben. Ja? Schlechter kann er das nicht machen, als wie der Kimmich das heute in den Defensiv-Zweikämpfen gemacht hat. Und ins Offensivspiel konnte sich ein Kimmich gar nicht einschalten. Ja, weil, ja, das würde ich aber noch nicht mal ihn ankreiden. Das würde ich der Taktik ankreiden, ganz klar den Nagelsmann, weil er war immer zugestellt. Zweite Halbzeit war es dann einen Tacken besser beim Kimmich. Wie gesagt, er hat sich dann mehr fallen lassen. Auch mal auf die Innenverteidigerlinie. Und Leipzig hat ihn nicht mehr so zugestellt, die haben ein bisschen umgestellt. Ja, aber dann hat er halt die wichtigen Zweikämpfe alle verloren. Ja. Nicht nur den vorne im 16er, was lächerlich war, so ein Verhalten kann man da einfach nicht an den Tag legen. Ja, das ist ein Unding. Er muss einfach nur den Körper mitgehen und dann passiert da gar nichts. Ja, dann gibt's vielleicht einen Eckball, wenn es hochkommt. Ja, und dann ist mehr passiert da nicht. Also so ein Verhalten kann man nicht. Man kann sich nicht auf gut Glück im 16er fallen lassen und hoffen, dass der Schiedsrichter pfeift. Ja, das geht nicht. Punkt. Und das haben wir schon mal beim Kimmich gehabt, so eine Szene. Da war es da ein Freistoß, der eingeschlagen ist, glaube ich. Ja, geht nicht und schon gar nicht, wenn man die Ansprüche hat, der Kapitän dieser Mannschaft zu sein. Ja? Also das ist ein Trauerspiel. Auch danach hat er noch 2, 3 wirklich harte Zweikämpfe verloren im Mittelfeld, wodurch Leipzig sehr, sehr gute Halbchancen hatte, die sie nicht gut zu Ende gespielt haben oder wo ein Upa noch gut gerettet hat oder ein De Ligt. Also Kimmich sehe ich bei einer 4, Alter. Choupo sehe ich bei einer 3. Abgesehen vom Tor, ja, auch er die ersten 20, 25 Minuten oder die ersten 30 Minuten war er super auffällig. Auch sonst hat er versucht, wenn der Ball mal kam in die Mitte, ja, was dann meistens irgendwie ein Querschläger war, es waren selten gezielte Bälle in die Mitte mal rein. Ja, auch da, er hat schwer gehabt heute. Ja, so wie unsere ganzen 4 Offensivspieler. Ja, die haben es alle schwer gehabt heute. Es waren heute nicht zu beneiden irgendwo, weil die Unterstützung einfach in meinen Augen komplett gefehlt hat. Wie gesagt, ich sehe ihn bei einer 3. Mathis Tel für 5 Minuten können wir nicht bewerten. Man hat gesehen, er hat Vollgas gegeben, Dauersprint, die sind Torwart angelaufen, alles. Müller hat wenigstens so einen Torschuss generiert. Okay, der ging knapp neben das Tor. Wäre auch abseits gewesen, wenn er reingegangen wäre. Können wir auch nicht bewerten. Und King, 68. für Musiala. King war auch super unauffällig. Ja. Aber auch da würde ich ihm auch nicht so den Vorwurf machen wollen. Ja, wir waren einfach nicht im Spiel. Ja. Wir haben halt einfach noch nicht das Leistungsvermögen. So das erste Spiel nach 2,5 Monaten mit dieser Zusammenstellung wieder. Und dann ist es schwer. Ja, das muss man so sehen. Auch auf Leipziger Seite war es schwer, hat man auch gesehen. Wie gesagt, ich finde es traurig, dass man so spät gewechselt hat. Tell für 5 Minuten, Müller für 7 Minuten. Geht gar nicht. Auch ein Coman, 68. Ja, kannst du sagen, hast du übrigens noch 20 Minuten gehabt. Aber wir haben so eine starke Bank. Ja, auch mit dem Sabi. Und so weiter. Ein Paul Wanner, ein Stanisic für ein Pavard, Gravenberg. Ich hätte vielleicht mal ein bisschen Dynamik reingebracht. Weiß ich nicht. Ich habe jetzt keinen gesehen auf dem Platz, wo man sagt, boah, mega Leistung, mal abgesehen von De Ligt und Upa, die fand ich beide stark. Und Fonsi natürlich, Fonsi war auch stark. Sané und Gnabry habe ich gesagt, ab der 70. hast du aber gesehen, die waren tot. Ja, da war Gnabry schon raus. Oder?
Ne, Gnabry erst 83. so. Ja, du hättest einen Gnabry und Sané halt auch in der 70. rausnehmen können. Und wenn du Musiala rausnimmst, ja, dann nimm alle 3 raus. Wechsel einmal durch oder nimm Choupo raus. Du kannst sogar 4-mal wechseln, dann wechsel doch die 4-mal. Ja? Also verstehe ich nicht. Also wir haben die Qualität. Und es war jetzt nicht so, dass die 4 vorne super im Flow waren, super im Spiel waren oder super gefährlich waren. Wir haben keine Torchancen kreiert. Wir kamen gar nicht dazu. Und warum dann nicht einfach mal Bam, raus, rein, fertig. Ja? Klar, dann verletzt sich kurz vorher einer, dann sagst du, ich habe keinen Auswechselspieler, dann stehst du dumm da, aber dann wechselt doch 3-mal in der 70. Dann ist doch gut. Also habe ich nicht wirklich verstanden. Weiß ich nicht, ob ihnen da einfach die Eier gefehlt haben, so ein bisschen. Wenn ich schon so eine Aussage höre, ja, ich muss gucken, wie es jetzt läuft, damit ich im Frühjahr noch fest im Sattel sitze. Ja, das war heute auf jeden Fall ein Rückschritt. Ja, das war wieder so ein Schritt in die alte Nagelsmann-Sache. So, ich richte mich mehr nach dem Gegner und ich zitter mich irgendwie nach Hause, anstatt die Eier zu haben und mal formstarke Spieler reinzuschmeißen, wenn die anderen platt sind. Weiß ich nicht warum, habe ich nicht ganz verstanden. Also Note für Nagelsmann will ich heute eine 5 geben. Punkt. Warum, habe ich schon angesprochen. Mit einem Sechser taktisch, der komplett 45 Minuten zugestellt wurde von Leipzig. Da nicht drauf reagiert. Die späten Wechsel absolut unverständlich, aus den Gründen, die ich gerade schon gesagt habe, dass die Jungs halt einfach platt waren. Ja? Man hat es gesehen, die Konzentration, die sie nach, das ist doch völlig normal. Mein Gott, das ist das erste Spiel. Ja, dann wechsel doch aus. Gib doch den anderen Jungs 20, 25, 30 Minuten Zeit. Ja? Wo ist das Problem? Es war jetzt auch nicht so, dass Leipzig uns irgendwie an die Wand gespielt hat. Und wie gesagt, vorne waren wir eh nicht im Spiel. Du hättest die Vorderreihe komplett tauschen können. Ja, was hätte sich ändern sollen? Außer, dass die Jungs frisch sind, Bock haben, sich zeigen wollen, heiß sind. Was man dann auch gesehen hat beim Tello oder Müller. Und auch im Koman hat man gesehen, dass er engagiert ist. Aber er hat halt einfach keine Unterstützung gehabt in dem Moment. Er hat 1, 2 Szenen, dann gab er ihm Davis noch. Aber ja, sonst war es eigentlich so, komm, wir spielen das 1-1 runter. Was ich irgendwo verstehen kann, was okay ist. Ja, letzte 5 Minuten hat man es dann nochmal probiert, warum auch immer, frag mich nicht. Habe ich dann auch nicht ganz verstanden. Obwohl Leipzig da auch nochmal probiert hat, aber ja, vielleicht hat man vorher nochmal ein paar Kräfte gesammelt und dann, ja, hättest du aber durch Auswechslung auf jeden Fall gegenarbeiten können. Wie gesagt, am Ende des Tages finde ich es ein gerechtes Ergebnis. Ja, wir können jetzt über den Zweikampf da streiten mit dem Kimmich. Klar war dann Kontakt da. Vielleicht hätte es auch irgendein anderer Schiedsrichter gepfiffen. Mag alles sein. Fakt ist, man lässt sich da nicht fallen. Das war kein Kontakt, dass er nicht weiterlaufen konnte. Stabil in den Zweikampf einfach mitläuft. Den Spieler bis zur Grundlinie drängt und das Ding geht maximal zur Ecke. Ja, oder es gibt sogar einen Abstoß, oder ihn den Ball gegen den Fuß spitzelt und gut ist. Also das ist ein Verhalten. Ja, und dasselbe hat er im Mittelfeld auch 2, 3 Mal gehabt. Also ich bin super enttäuscht von Kimmich heute. Das war gar nichts, keine Ahnung. Ich meine, er stellt sich da immer hin. Ich bin möchte großer Führungsspieler sein. Jetzt ist ein Neuer nicht da. Und der Müller sitzt auf der Bank. Ja, er läuft mit der Kapitänsbinde auf. Da muss mehr kommen. Ja, da muss mehr kommen. Auch wenn ich dann sehe als Kapitän, so, ich bin 45 Minuten zugestellt. Das muss ich ja spätestens mal nach 25 Minuten raffen. Ja? Und dann kann es ja wohl nicht so schwer sein, wenn ich der Kapitän bin, wenn das Trainerteam das schon nicht rafft, da mal zum Trainerteam rauszugehen und sagen, Jungs, was ist los, so geht das nicht weiter. Oder einfach mal er ist ja der absolute Führungsspieler, dann hätte er doch einfach mal zum Goretzka gehen können und sagen, Junge, stell dich mal neben mich, lass uns mal 20 Minuten so probieren. Ja, auch Körpersprache beim Kimmich war heute Katastrophe. Kein Aufbäumen, wie gesagt, kein Anfeuern, nichts. Ja? Einfach so die Lage so hinnehmen. Ja, war eines Bayern-Kapitäns für mich nicht würdig. So. Ja, ich weiß, sehr vernichtendes Urteil über Kimmich. Ja, jetzt gehen wieder die ganzen Kimmich-Liebhaber. Wie kannst du Kimmich, der war so gut die Jahre über. Ja, ist doch alles schön, er war heute schlecht.
Er war heute eines Kapitäns des FC Bayern unwürdig. Punkt. Meine Meinung. Jeder kann seine Meinung haben. Das ist meine Meinung. Wie gesagt, das Ergebnis ist völlig okay fürs erste Spiel nach so einer langen Pause gegen starken Gegner auswärts. Da gibt es gar nichts dran zu meckern. Einzig und allein das Zustandekommen, wie es zu dem Ergebnis kam. Und ja, wir können froh sein, dass Leipzig nicht so einen richtigen oder nur einen richtigen Torjäger hat und nicht, dass alle da so gefährlich sind, wie es bei uns ist. Sonst hätte das Ding auch noch anders ausgehen können. Gut. Das sagt dazu. Wir gucken mal eben, oder ich gucke mal eben, sofern ich hier eine Tabelle finde auf unserer Seite. Das sieht schlecht aus. Ne. Naja, gut. Also Leipzig halten wir auf Distanz, glaube ich, 5 Punkte waren es oder was, ne? Ich stehe auch nicht, warum hier keine Tabelle mit dabei ist. Aber gut, ich mache mal eine Kicktipp-Seite auf. Sehe ich auch gleich mal, ob ich da richtig liege mit den Unentschieden tippen. Wow, da hat nur einer einen Unentschieden getippt. Hier auch nur. Was? Alle für Bayern oder was? Nur einer für Leipzig. Ja, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also war ja schon so als erstes Spiel nach so einer langen Pause. Mannschaften, die letzten 10 Spiele irgendwie auf Augenhöhe waren von den Punkten, die sie geholt haben. Aber gut. Naja, wir haben 5 Punkte vor Freiburg, 6 vor Leipzig. Ja, mal gucken, was Freiburg macht. Freiburg wird, glaube ich, auch nicht gewinnen, zumindest mein Tipp. Die spielen noch in Wolfsburg. Naja, alles gut. Tabellarisch ist, wie gesagt, das 1:1 ist für uns völlig in Ordnung. Leipzig hätte schon gewinnen müssen, wenn sie nochmal irgendwie hätten richtig Druck aufbauen wollen. Aber ich denke, wir haben heute gesehen, dass wir auf jeden Fall Arbeit vor uns haben. Ja? Was aber auch zu erwarten war. Man konnte jetzt nicht erwarten, irgendwie, ich weiß nicht, wie lange die jetzt eine Vorbereitung hatten. 2 Wochen oder was willst du da erwarten? Ja? Dann hast du noch die ganzen Bieren da drin, die bei der Nationalmannschaft so kläglich versagt haben und kein Rückgrat gezeigt haben, wo ich im anderen Video ein bisschen was zu sagen werde. Ja, dass die dann nicht die Top-Leistungen bringen können, verstehe ich vollkommen. Aber nichtsdestotrotz muss man das dann auch kritisieren dürfen, ja. Aber wie gesagt, die Leistung einzelner Spieler würde ich jetzt schon zum großen Teil auch dem Nagelsmann ankreiden, weil das war auf jeden Fall heute vercoacht in meinen Augen. Aber das ist auch nur meine Meinung. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Das war's von mir. Ja, das Spiel. Bin gespannt, wie bei euch die Meinungen sind. Ich werde so ein kleines Video aufnehmen zu der Müller-Neuer-Thematik. Und in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus und bleibt gesund. Wir hören uns, wenn ihr Bock habt, nach dem nächsten Spiel wieder. In diesem Sinne, haut rein, bis dann. Ciao.